Guten Morgen miteinander. Wir starten heute in die zweite Etappe von dieser Serie «Der schmale Weg». Und in dieser Serie setzen wir uns vertieft mit dem Vers auseinander, wo Jesus genau das Bild braucht. Es steht in Matthäus 7, 13 bis 14. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Durch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Die Vers, die stehen am Ende von der wohl berühmtesten Predigt von Jesus, der Bergpredigt. Und der gesamte Text dreht sich um die Frage, wie kann der Lebensstil von der Nachfolge aussehen und wie kann so ein Leben in Fülle aussehen, wo Jesus dort davon redet. Und für all die denken, ich würde eigentlich noch gerne ein bisschen mehr vertiefen mit dieser Bergpredigt und dann noch ein bisschen mehr eintauchen. Wir haben einen Bibelleseplan, die einen haben es schon gesehen. Der heißt «In 21 Tagen durch die Bergpredigt». Ihr findet den auf der YouVersion-App. Und der Name ist Programm. Während 3 Wochen dürfen ihr da jeden Tag eintauchen, in die Bergpredigt ein Stückchen weitergehen. Also sehr coole Sache und eine Ermutigung, wenn jemand sagt, ich will da noch ein bisschen mehr mich drin vertiefen. Jesus schließt die Bergpredigt also ab mit dem Aufruf und bringt seine Zuhörer, seine Nachfolger an einen Punkt der Entscheidung. Wenn sie den eigenständigen und von Gott unabhängigen Weg gehen, der als breiter Weg, einfach zu begehen, beschrieben wird, oder wenn sie den schmalen Weg, der vielleicht Herausforderungen und Verzicht mit sich bringt, gehen und den Weg wählen, der zum wahren Leben in Fülle geht. Durch das enge Tor und auf dem schmalen Weg unterwegs zu sein, bedeutet ganzheitliche Veränderung, da haben wir letzte Woche darüber geredet. Das heisst, die alten Muster zurückzulassen und eine vom Weg zu werden, wie die ersten Christen genannt worden sind. Wer von euch hat einen Hund daheim oder ist vielleicht mit einem Hund aufgewachsen? Dürfen wir die Hand aufheben? Ja, ein paar Hündler hat es. Ich bin auch mit einem Hund aufgewachsen. Und manchmal lieber, manchmal weniger gerne mit dem laufen gegangen. Wir hatten jetzt nicht einen riesen Hund gehabt, war vielleicht so kniehoch gewesen. Aber egal wie ein kleiner Hund ist, wenn man mit dem spazieren, einen grossen Stecken findet er immer. Und unser Hund hat damals auch so riesen Prügel mitgeschleicht, hat die voller Stolz mitgenommen, den ganzen Spaziergang. Und spätestens, wenn man die Hause angekommen ist, hat es ein Problem gegeben. Weil die Tür ist einfach nur so breit und der Stecken ist sicher breiter gewesen. Und entweder ist der Hund draussen geblieben mit dem Stecken oder hat man den Stecken draussen lassen, um durch die Türen reingehen. Und ich finde es ein cooles Bild, weil so ähnlich ist es vielleicht mit dem engen Tor, das Jesus da beschreibt. Wenn es dort durchgehen, wenn wir auf den schmalen Weg gehen wollen, bedeutet das, alte Verhaltensmuster und Lebensmuster hinter uns zu lassen und sich neu an Jesus zu orientieren, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, ihm nachzufolgen. Das Bild von dem schmalen Pfad, das löst eben manchmal so ein mulmiges Gefühl aus und ist in der Vergangenheit auch immer mal dazu gebraucht worden, um Leute dazu zu bewegen, so ein frommes Leben zu führen. Und wir haben da letzte Woche 2 Überbetonungen angeschaut, die mit dem Vers so ein bisschen einhergehen. Das eine ist die Überbetonung von der Bedeutung von der Zukunft, konkret das Leben nach dem Tod. Also wenn ich in der Ewigkeit im Himmel sein und nicht in der Hölle, dann muss ich rechtzeitig den Abzweiger verwischen, damit ich mein Viertel in den Himmel retten kann. Und auf der anderen Seite haben wir die Überbetonung von der Äußerlichkeiten gehabt, wo ein frommer und religiöser Lebensstil, der zwar von außen gut aussieht, aber wenig Substanz hat. Und auf diesen zweiten Aspekt werden wir heute Morgen ein bisschen genauer eingehen. Und für das habe ich etwas mitgebracht. Danke vielmals. So eine Zweifelchips-Packung. Wenn man die so anschaut, sieht die sehr toll aus, oder? Leuchtige Farben, die sofort ins Auge stechen. Man kann darauf sogar schauen, auf welchem Bauernhof dass die Herdöpfel angepflanzt worden sind. Die kommen jetzt von Schlatt im Thurgau, Jutta Möckli angepflanzt haben. Grossartig. Also man könnte sagen, transparente Sache, cool, so eine Chipspackung. Wenn du jetzt die kaufen, kostet etwa 4 Stutz, aber ist doch ein rechtes Pack, oder? Hat da 175 Gramm drin, schwierig zu einschätzen, aber rein von der Größe her müsste das schon für eine Familie lange. Oder? Das wäre so der Eindruck, genau, ihr merkt es. Wenn man die aufmacht und da mal ein bisschen zusammendrückt, dann merkt man, von dieser Packung bleibt gar nicht mehr so viel übrig.
Oder? Von dieser grossen Packung bleibt dann noch so ein Häufchen. Es hat davor einen Gottesdienst jemand gefunden, er will die nachher, darf gerne auf mich zukommen, wer da noch das Hämpfchen Brösmeli will. Man könnte also sagen, so eine Packung ist ein bisschen mehr Schein als Sein. Und auch wenn das kein neues Phänomen ist, dann haftet vielleicht gerade in unserem aktuellen Zeitalter der Ruf an, dass es von Oberflächlichkeit geprägt ist. Social-Media-Plattformen, Influencer, Filmserien, alle gaukeln uns ein perfektes Leben vor, das es so in Wirklichkeit nie wird geben. Alle präsentieren sich glücklich, erfolgreich, ins rechte Licht gerückt, Jockey-Seiten, oder? Und ich weiss nicht, wer von euch schon mal ein Bild gepostet hat, Nacht um 2:30 im Halbschlaf, weil er noch vergessen hat, Maschine laufen zu lassen und keine Kleider morgen hat für das Bewerbungsgespräch. Oder ein Foto nach einem Streit mit einem geliebten Menschen, wo mich nicht die Sachen gesagt hat, die man wollte. Die einseitige Darstellung von dem glücklichen Leben, die setzt oft unter Druck und man strebt zu dem Ideal nach, das man doch nicht erreichen kann und scheitert schon beim Versuch kläglich. Und eine neue Dimension erreicht die Spannung um die Echtheit im Leben, auch noch künstliche Intelligenz. Die KI-Technologie die entwickelt sich immer rasanter weiter und es wird immer schwieriger, Echtes von Gefälschtem zu unterscheiden. Und auch ich verwünsche mich manchmal so beim Gedanken, wenn ich irgend so ein Mail oder einen Text bekomme, so, hast du den wirklich selber geschrieben oder hast du das vielleicht im ChatGPT eingegeben? Ist das Bild wirklich genau so aufgenommen worden oder ist da noch nachretuschiert worden? Oder ist sogar ein Deepfake? 2023 hat das KI-generiertes Bild vom Papst in der sozialen Medien-Runde gemacht. Ich habe es da mitgebracht. Und das ist so das erste Mal, wo man so gemerkt hat, was da alles möglich ist, wo man so plötzlich die Echtheit von einem Bild in Frage stellt. Genau. Ich vielleicht noch bezeichnen, das Bild ist eigentlich Hochformat, so wie ich es gefunden habe. Und mit 2 Klicks oder, kann man da einfach nur den Hintergrund fertig generieren, dass es auch Breitbild wird. Es wird also immer schwieriger zu unterscheiden, was ist echt, was ist gefälscht. Und parallel so zu dem mehr Ski als Sie verstärkt sich auch immer mehr die Sehnsucht nach Authentizität und Echtheit, nach Integrität. Das ist ein schönes Wort, das David am Anfang aufgegriffen hat. Mir kommt da immer in den Sinn, als ich als Kind in der Adonai-Lager war, ist das einmal in so einem Lied gekommen, der treu ist integer. Ich kenne das die einen und wir haben das Kind dann immer Integer gesungen, weil wir das Integer nicht so verstanden haben. Darum brauche ich auch ein bisschen Authentizität, Echtheit, das sind alles so ein bisschen ähnliche Worte, um das auszudrücken. Genau, in einer Welt, wo man alles faken kann, zählt plötzlich das Wahre und das Unspektakuläre. Und Untersuchungen zeigen, dass gerade bei der Generation Z, also sind so Jahrgänge 1995 bis 2010, dass gerade die Authentizität als sehr einen hohen Wert gewichtet. Vielleicht darum, wie sie mehr als vielleicht Generationen vor ihnen die Schattenseite von dieser Skiwelt wahrnehmen und die Auswirkungen spüren. Der Wunsch nach Echtheit zeigt sich auch in Social Media. Oder es gibt so, wie wir es vorher gehört haben, die ganzen Sachen wie Instagram, TikTok und so weiter. Und dann gibt es nebendran auch so Applikationen, die genau das aufgreifen mit der Echtheit, wie zum Beispiel BeReal, wo dann so einmal am Tag eine Benachrichtigung bekommst und hast 2 Minuten Zeit, um ein Foto zu machen, das du dann auch nicht kannst bearbeiten kannst. Und das Ziel ist dort, dass man eben so aus dem Leben heraus versucht, etwas zu teilen, das man eben nicht faken kann. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie sinnvoll das Ganze ist. Auch dort muss man natürlich sofort noch zu Kollegen hinrennen, oder? Es aussieht, als wären wir immer in Gemeinschaft. Aber es zeigt sich das grundlegende Bedürfnis nach Echtheit. Und wie wir letzte Woche bereits gehört haben, erweckt das Gleichnis vom schmalen Weg zeitweise den Eindruck, dass es beim Glauben vor allem um fromme Äußerlichkeiten, um Ritual, um eine bestimmte Moral geht. Hauptsache, man erweckt einen frommen, glücklich erfolgreichen Eindruck. Wer der weltlichen Gelüste und Versuchungen abseit und den frommen Pfad wählt, wird gesund, glücklich und erfolgreich. So das Versprechen. Und so sind Christen und Christinnen genau den gleichen oberflächlichen Idealen und von Erfolgsstatus und Schein nachgejagt, vielleicht einfach in einem anderen, religiöseren Kleid. Das so lange, bis auch die Fassade angefangen hat zu bröckeln und sich gezeigt hat, dass auch in der frommen Szene viel mehr Schein als sie drinnen ist.
Und so erstaunt es auch nicht, dass wir so Sprichwörter kennen, die sich etabliert haben wie Wasser predigen und Wein saufen. So die Diskrepanz zwischen der frommen Fassade auf der einen Seite und der weltlichen Lebensführung auf der anderen. Im Licht der Aktualität könnte der Eindruck entstehen, dass der Fokus auf so Äußerlichkeiten ein modernes Problem ist. Aber auch schon in der Bergpredigt zeigt sich das Phänomen, wenn auch ein bisschen in anderer Form. Und Jesus hat dazu ganz eine klare Meinung. Wir lesen in Matthäus 6: Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Jesus macht seinen Zuhörern deutlich, dass es bei ihm nicht nur um Formen, Frömmigkeit und Äußerlichkeiten geht. Er geht dann weiter und zählt so verschiedene fromme Praktiken von seiner Zeit auf. Wir lesen ein bisschen später im gleichen Kapitel. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Oder denn, wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und nochmal ein paar Vers später. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also Jesus greift da verschiedene Praktiken auf, die dann aktuell sind, zum Teil auch noch heute, und sagt, hey, es kommt nicht darauf an, was man von außen sieht. Im Gegenteil, du sollst genau das einfach nur zwischen dir und Gott machen und nicht schauen, was das möglichst viele andere das noch sehen, wie fromm du da unterwegs bist. Für Jesus steht es im Zentrum, dass wir authentisch, wahrhaftig und echt sind. Das heisst, in der Öffentlichkeit die gleiche Person wie im privaten Leben. Und wenn es so um Heuchlerei gegangen ist, dann ist Jesus extrem deutlich geworden. Mit Heuchler hat er nichts anfangen und das hat er ihnen auch unverblümt gesagt. Anders ausgedrückt könnte man sagen, für Jesus geht es viel mehr ums Herz als um Äußerlichkeiten. Und mit dem Herz sind Motive, unsere Wünsche, unsere Lebensziele und unsere Prioritäten gemeint. Man kann gute und fromme Sachen aus dem falschen Motiv tun. Wer auf Ansehen, Respekt, Bestätigung oder Segnungen aus ist, kann dadurch vom schmalen Weg abkommen, obwohl das Leben vielleicht äußerlich den Eindruck macht, als wäre man sehr gut unterwegs. Für Jesus steht dein Herz im Zentrum. Jesus redet in dem Abschnitt von den verbreiteten religiösen Praktiken von seiner Zeit. Aber was könnte das heute für uns bedeuten? Wo stehen wir in der Gefahr, fromme Ausdrucksformen oder Moralvorstellungen überzubetonen? Wo versuchen wir, krampfhaft den Anschein zu erwecken, dass wir als Christen alles im Griff haben? Wo setzen wir uns selber unter Druck? Weil wir unser Leben mit dem von anderen vergleichen, ohne zu realisieren, dass das gar nicht ihr echtes Leben ist? Wo zerbrechen wir an den scheinbar unerfüllbaren Anforderungen vom christlichen Glauben? Oder wo haben wir den schmalen Weg innerlich aufgegeben, weil wir ihm nicht genügen können? Ich möchte jetzt da nicht den Anschein erwecken, als wäre unsere Lebensführung und unser Glaubensleben nicht wichtig. Die Abkehr von der Betonung von Äußerlichkeiten heisst nicht, dass wir jetzt einfach uns von jeglichen Prinzipien und Leitplanken verabschieden sollen. Im Gegenteil, Jesus will uns zu Menschen machen, die auffallend anders sind, die für ihn leuchten. Da haben wir letzte Woche darüber geredet. Aber für ihn ist es wichtig, dass es nicht nur äußerlich und oberflächlich, sondern vor allem auch innerlich passiert. Und so verstehe ich auch die Aussage von Jesus in der Bergpredigt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Jesus leitet in Matthäus 5,20 einen ganzen Abschnitt von seiner Rede mit folgendem Wort ein. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die Pharisäer und Schriftgelehrte, die haben besser als alle anderen gewusst, was es mit den Geboten auf sich hat, was Gottes Gebote sind. Und sie sind bis zum Äußersten gegangen, um die Gebote einzuhalten. Und mit Gebot meinen wir an dieser Stelle nicht einfach die 10 Gebote, sondern im Alten Testament, in der Tora, findet sich über 600 Gesetze. Und Schriftgelehrte und Pharisäer haben sich zur Aufgabe gemacht, die zu studieren, ganz genau zu wissen, wo was steht und
das bis aufs Kleinste einzuhalten. Weil sie wollen, ihr Bedürfnis war, möglichst gut zu leben. Ein Leben zu leben, das Gott gefällig ist. Aber eben, es sind Gesetze, es sind Äußerlichkeiten. Und vielleicht kennen wir das von uns selber manchmal auch. Und wenn Jesus das Streben anschaut und sagt, hey, wenn ihr nicht besser sind, dann meint er nicht noch strenger, noch genauer, noch ausgefeilter, sondern er meint authentisch, von innen raus, aus einem veränderten Herzen und nicht einfach mit noch mehr Willenskraft, sondern besser in Authentizität und im Tiefgang. Und das ist so das Thema, das sich durch die ganze Bergpredigt durchwebt. Es geht nicht um die Ausserscheinung, sondern es geht um die wahre Veränderung vom Herz. Und ich möchte an dieser Stelle heute mit euch eine Bibelstelle anschauen, die auch in das Thema Authentizität spielt und wo genau so ein Gesetz, wo man eben findet, oder mehrere Gesetze im Alten Testament, und das liegt dem zugrunde. Und Jesus nimmt das und zeigt, dass es eben nicht einfach um den Buchstaben geht von dem Gesetz, sondern schlussendlich um die Beziehung. Jesus zeigt uns ein Bild vom guten Leben. Ein Leben in tiefen, echten Beziehungen. Beziehungen, die geprägt sind von Vertrauen, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Und der Abschnitt, den ich mit euch anschaue, tönt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen juristisch, vielleicht sogar ein bisschen nebensächlich, weil es geht dort ums Schwören. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann entdecken wir, es geht eigentlich um viel mehr. Es geht eben ums Herz und darum, wie wir miteinander umgehen. Jesus sagt in Matthäus 5, 33 bis 37, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Jesus greift da, wie gesagt, mehrere Gebote aus dem Alten Testament auf. Und die Botschaft dahinter ist klar. Wenn du ein Versprechen machst, dann sollst du es auch einhalten. Und im Alten Testament, oder das ist eben eine Zeit, da wo Jesus gelebt hat, hat man oft einen Eid gebraucht, um die Ernsthaftigkeit von einer Aussage zu unterstreichen. In Israel haben wir oft im Namen von Gott geschworen, um zu zeigen, hey, ich stehe voll hinter dem, was ich sage. Gott selber soll mich beim Wort nehmen. Aber wie es so geht mit diesen Sachen, ist da bei der Zeit so ein Spiel aus Wort daraus geworden. Statt bei Gott hat man angefangen, lieber Sachen zu sagen, die irgendwie mit Gott assoziiert sind. Wir haben gesagt, ich schwöre beim Himmel, ich schwöre bei der Erde, bei Jerusalem oder sogar beim eigenen Kopf. Das tönt immer noch gut, ist aber eigentlich ein Trickchen. Wenn es brenzlig geworden ist oder man das nicht mehr ganz einhalten konnte, haben wir gesagt, ich habe ja nicht bei Gott geschworen. Es ist also nicht ganz so schlimm, wenn ich mein Versprechen nicht halten kann. Und man hat sich quasi so ein Hintertürchen eingebaut und hat gleich nach vorne noch die grossen Worte und Ernsthaftigkeit können aufbauen. Sie haben es dann immer weiter getrieben, es war dann irgendwann nicht einmal der Tempel, sondern es war dann das Gold vom Tempel. Also wir hatten das immer weiter gesponnen. Und Jesus hat das Spiel durchschaut. Und er geht einen Schritt weiter und sagt dann, und kritisiert nicht nur das Brechen von Eid, sondern die ganze Praxis. Eben das ganze Spielen und versuchen, irgendwie den eigenen Wort mehr Gewicht zu geben. Und er sagt klar, schwören überhaupt nicht. Weil Himmel, Erde, Jerusalem und sogar dein eigener Kopf gehört alles Gott. Du kannst dich nicht irgendwelche Formeln verstecken, weil dein Wort ist es, was zählt. Punkt. Die Eigenheit vom Schwören, wo Jesus darauf abzielt, ist, dass man jemand oder insbesondere Gott angerufen hat, um dem eigenen Wort mehr Bedeutung und mehr Gewicht zu verleihen. Das Ziel ist es, durch scheinbare Ernsthaftigkeit oder Frömmigkeit das Gegenüber zu beeindrucken und so etwas überzukommen. Es geht in dem Moment gar nicht um die Wahrheit, sondern um Kontrolle. Nicht darum, dass man dem anderen Liebe begegnet, sondern darum, dass man für die eigenen Zwecke gewinnen kann. So werden Worte benutzt, um andere zu beeinflussen, nicht auf der Grundlage von Vertrauen, sondern auch oft mit einem versteckten Druck. Und auch heute kennen wir viele so Beispiele. So, Gott hat mir gezeigt, das.
oder Gott hat mir gesagt. So der Klassiker wäre, oder Gott hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. Dort merken wir alle ziemlich schnell, da ist etwas nicht ganz okay und das ist ein bisschen missbräuchlich. Und damit würde ich ja gar nicht sagen, oder würde auch gar nicht in Frage stellen, dass Gott redet. Das macht er, dass uns der Heilige Geist Eindruck gibt. Aber wir müssen genau hinschauen, wo und wie wir solche Ausdrücke brauchen, wo wir Gottes Wort brauchen, um unserer Aussage mehr Gewicht zu geben. Weil, auch wenn es oft gut gemeint ist, können solche Aussagen schnell dazu führen, dass wir das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenken, ohne dass wir es vielleicht merken. Statt ehrlich miteinander zu ringen, gemeinsam anzuhören, nutzen wir dann so Formulierungen und die lassen dann weniger Raum für andere Perspektiven. Und genau da ist es wichtig, innezuhalten. Nicht, wie wir einander böse Absichten unterstellen, sondern wie wir gemeinsam wachsen in einer Kultur vom Wahrhaftigen. Gott hat uns dazu berufen, an in Liebe und Wahrheit zu begegnen. Nicht mit manipulativen Worten, sondern mit offenen Herzen. Jesus ruft uns dazu auf, anders zu leben, ohne Tricks, ohne rhetorische Nebelbetarden. Stattdessen ganz einfach, dein Ja, sei ein Ja, dein Nein, ein Nein, ohne Wenn und Aber, ohne Ausflüchte, ohne vor mir ausreden. Er malt ein Bild in einer Welt, wo wir einander vertrauen können. Nicht, wie wir die Worte aufblasen, so wie einen schönen Chipsack, sondern weil unsere Worte verlässlich sind. Weil wir nicht manipulieren und tricksen und uns nicht absichern, sondern mutig, ehrlich sind. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, alles, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ziemlich starke Aussage. Und es erinnert uns an die Geschichte vom Anfang, an die Schlange im Garten Eden mit der Halbwahrheit, wo sie Zweifel und Misstrauen sagt. Und das ist das, was passiert, wenn wir mit der Wahrheit spielen. Beziehungen werden vergiftet, Vertrauen zerbricht und wir verlieren den Blick füreinander als Ebenbilder von Gott. Jesus lädt uns ein zu einem anderen Weg. Ehrlichkeit. Nicht aus Zwang, sondern aus Freiheit. Verlässlichkeit. Nicht, weil wir schwören müssen, sondern weil wir aus Überzeugung wahrhaftig ehrlich leben. Wir ehren Gott, wenn wir andere ehren. Und das fängt schon oft mit Kleinen an. Mit einem einfachen, klaren Wort. Einem Ja, wo man sich darauf verlassen kann, einem Nein, wo ehrlich ist. Im Gleichnis vom schmalen Weg heisst es, dass der schmale Weg zum Leben führt. Zum wahren Leben. Zum vollen Leben, zum erfüllenden Leben. Zu dem Leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Das Leben auf dem schmalen Weg entspringt in der Nachfolge und in einem Herz, das nahe mit Gott verbunden ist. Wo ihn liebt und es führt zu einem wertvollen und erstrebenswerten Ziel. Und so können wir auch die Verse in der Seligpreisung am Anfang dieser Bergpredigt verstehen. Glücklich zu preisen steht dort. Kann auch übersetzt werden mit glückselig ist oder oh, wie gut geht es denen, wo. Dort in Matthäus 5,8 steht, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein Leben in das Leben in der Wahrhaftigkeit, in der Aufrichtigkeit, das ist nicht nur eine Forderung, die Jesus stellt, es ist eine Einladung an dich. Eine Einladung in die Freiheit hinein. Weil wer ehrlich ist, der muss sich selber nicht verstecken. Wer integer lebt, der muss nicht alles ständig kontrollieren, wie er wirkt und wie andere über ihn denken. Und vor allem, wer in Wahrheit lebt, erfährt, dass Gott selber für ihn sorgt. Die ägyptische Magd Hagar ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wo sie schwanger und verzweifelt in der Wüste ist, begegnet sie am lebendigen Gott. Einem Gott, der nicht an ihr vorbeischaut, sondern sie wahrnimmt in ihrer Not. Die Hagar ruft aus, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist der tiefe Trost von so einem integren Leben. Auch wenn ich mich verletzlich mache, wenn ich ehrlich bin über mein Scheitern und über meine Grenzen, Gott übersieht mich nicht. Er schaut für mich. Ich muss mich nicht grösser machen, als ich bin. Ich darf einfach echt sein. Und das spielt wieder das von letzter Woche mit. Es braucht ein bisschen Mut. Für Jesus ist klar, dass ein reines Herz erstrebenswert ist und zum Leben führt. Zu einem Leben, das von Begegnungen mit Gott prägt ist. Zu einem Leben, wo sich auch die Menschen damals, wo Jesus zugelassen haben, gesehnt haben.
Und bestimmt hat er dabei auch das Wort aus dem Alten Testament im Kopf gehabt, wo wir im Psalm lesen: Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und an diesem heiligen Ort vor Gott treten? Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Herz hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Da steht im Psalm 24, im Psalm 15 steht so ähnlich. Dort steht: Jeder, der aufrichtig seinen Weg geht, der Gerechtigkeit übt und von ganzem Herzen die Wahrheit sagt. Die spiegelt sich so, die beiden Verse. Und für Jesus ist klar, Menschen, die ein reines Herz haben, können das unglaubliche Privileg haben, dürfen in Gottes Gegenwart zu kommen, seine Nähe zu erleben, so wie der Mose damals am Berg Sinai. Zusammengefasst können wir sagen, der Ruf von Jesus, den schmalen Weg zu wählen, ist ein Ruf zu mehr Sein als Schein. Ein Ruf, nahrhafter zu sein als vielleicht so einen Sack Chips. Ganz im Sinn von unserem Jahresthema soll die Predigt auch eine große Ermutigung sein, zu diesem Moment vom Sein mit Gott. Im Unterwegssein mit Gott verschiebt sich unser Fokus schnell auf Sachen, die wir in unserem Leben verändern könnten. In den Predigten, in unseren Zeiten mit Gott, poppen immer wieder so gute Ratschläge und hilfreiche Inputs auf, die wir jetzt auch noch machen könnten. Wir bemühen uns immer wieder, so ein aufrichtig und gerechtes, gottgefälliges Leben zu führen. So sehr, dass wir manchmal mit den guten Plänen und Vorsätzen das aus den Augen verlieren, dass der Glaube mehr als einfach nur ein Regelwerk ist. Nicht nur ein Unterwegssein für Gott, sondern vor allem ein Unterwegssein mit Gott. Das Leben mit reinem Herz auf dem schmalen Weg kann zu einer unüberwindbaren Herausforderung anwachsen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so die Bergpredigt lest und denkt: Wow, das sind so viele Sachen, wo Jesus da sagt. Wie kann ich das alles erfüllen? Das überfordert mich. Der Ruf zum schmalen Weg klingt manchmal so unmöglich, dass man es gar nicht erst versuchen will. Schmal, steil, herausfordernd. Und doch stellt sich Jesus mit seiner Einladung gegen jede Überforderung. Er ruft uns auf den Weg nicht von der Leistung, die wir selber machen müssen, sondern auf den Weg von der Wahrheit. Ein Weg, wo wir ehrlich werden dürfen. Auch mit unserer Schwäche. Auch mit unserem Wunsch, uns zu schützen oder besser darzustellen, als wir wirklich sind. Wie steht es da um Manipulation in unserem Leben? Ist unser Ja wirklich ein Ja? Unser Nein wirklich ein Nein? Oder sind wir ganz oft unbewusst Menschen, die gerne ein bisschen mehr Überzeugungskraft anwenden, um ans Ziel zu kommen? Sei es im Berufsleben, bei Diskussionen, in Beziehungen oder sogar in der Kirche. Wie viel Druck oder Frömmigkeit steckt manchmal in unseren Formulierungen? Was würde dich ein Weg von der Ehrlichkeit und Integrität kosten? Was müsstest du aufgeben? Was loslassen? Vielleicht ist es die Kontrolle oder die Angst, nicht gehört zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Vielleicht ist es wie bei dem Hund, der den Stecker nicht loslassen will, obwohl Gott etwas viel Wertvolleres geben möchte. Was würdest du auf dem Weg von der Ehrlichkeit und von der Integrität gewinnen? Vielleicht, dass du dich nicht mehr verstecken musst, dass du es nicht allein für deine Wirkung verantwortlich bist, dass Gott für dich schaut, dass er dich sieht, so wie die Hagar in der Wüste, dass du angenommen bist. Wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus das Schicksal nicht einfach von unserem Potenzial, von unserer Willenskraft abhängig macht und irgendwie hinter der nächsten Ecke wartet und schaut, bis wir auf dem schmalen Weg scheitern. Sondern er ist auf dem Weg unterwegs vor uns und hat ihn gegeben. Ein Leben auf dem schmalen Weg ist ein Leben, wo wir getragen sind von der lebensverändernden Kraft von Gott. Nicht ich, sondern Gott in mir. Wir lesen im 2. Korinther 3,18: Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. So soll die Predigt auch eine Einladung sein, in ein uraltes Gebet von David einzustimmen. Ein Gebet, das nicht mit einer Forderung anfängt, sondern mit einer Sehnsucht. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich
und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Amen.